Ich begrüße dich ganz herzlich zu einem kurzen Live. Heute ist es so ein bisschen Brainstorming-Zeit. Wir sind uns am Überlegen, was wir gerne machen möchten im nächsten Kurs, also am Montag am Abend für unseren nächsten Livestream. Und wir haben gedacht, wir könnten reden über so verschiedene Wörter, die in verschiedenen Dialekten ganz anders sind, wo es manchmal vielleicht Missverständnisse geben könnte. Hallo zusammen, schön sind ihr da, schön winken ihr. Vielleicht habt ihr Ideen oder Erlebnisse oder so, wo ihr andere nicht verstanden habt oder wo andere euch nicht verstanden haben oder so. Ich bin gerade letzte über ein Wort gestolpert, das unsere Schweizerdeutschlehrerin Nadja gebraucht hat. Sie hat gefragt, bist du neusig? Bist du neusig? Und ich musste zuerst überlegen, heisst das eigentlich neugierig, also gewunderig? Oder was ist eigentlich das? Und dann habe ich gemerkt, ich sage dem gschneusig. Bist du gschneusig? Also bist du schneiderfräsig? Das ist jemand, der nicht alles gern hat, der nur bestimmte Sachen isst. Manchmal sind Kinder sehr schneiderfräsig und dann nachher kochst du etwas und sie essen das nicht. Und weil sie es einfach nicht gern haben. Vielleicht haben sie Gemüse nicht gern oder irgendetwas anderes. Und eben in Schaffhausen sagt Nadja sagt dem neusig und ich sage gschneusig oder schneiderfräsig. Man könnte auch sagen wählerisch und dann würde man das auf Hochdeutsch auch ein bisschen besser verstehen vielleicht. Oder die vom Deutschen herkommen. Was gibt es so für Wörter, wo du merkst, da gibt es verschiedene Dialekte und verschiedene Wörter. Vielleicht könnt ihr mal ein Beispiel geben. Zum Beispiel, wisst ihr, was ein Bürli ist? Wer weiss, was ein Bürli ist? Also zum Mittag gibt es zum Beispiel ein Bürli mit einem Stück Käse. Und ich auch noch gerne so Gurken, so grosse Salatgurken, einfach zum Abbeissen, schön saftig. Ein Bürli ist ein kleines Brötli. Und andere sagen dem vielleicht Semmeli. Oder eine Bölle. Was ist eine Bölle? Das hat sicher 2 verschiedene Bedeutungen. Und man braucht es im Raum Zürich. Also wenn ihr noch mehr von diesen Ausdrücken wisst oder euch zu Sinn kommt, dann könnt ihr uns das gerne sagen. Und wir versuchen dann, das zu schauen. Wir schauen, ob wir das in unserem Text für den nächsten Montag am Abend für einen Livestream am 8. einbauen können. Also, Degussa, du möchtest in mein Video kommen. Hast du etwas Interessantes zu erzählen? Wie machen wir das? Bist echt du da? Hoi, hoi. Jetzt weiss ich gar nicht, ob ich dich zugelassen habe oder nicht. Auf jeden Fall, wenn ihr wisst, was wir noch einbauen könnten, oder es gibt sicher ganz viele Wörter. Zum Beispiel vom Friburger Deutschen gibt es auch noch ganz viele Wörter. Zum Beispiel, wenn es regnet, braucht man dort den Regenschirm, also den Parasol. Was ist das für ein Wort? Parasol. Da muss man ein bisschen im Französischen schauen. Eigentlich heisst es ja Parapluie auf Französisch, aber der Sonnenschirm heisst für Parasol. Und das ist dann der Parasol. Das gibt einen Regenschirm auf Schweizerdeutsch, im Friburgischen. Also, wenn jemand dir sagt, geh mir schnell den Parasol reichen, dann nachher denkst du, was sagt jetzt die? Du kannst nicht Deutsch reden. Ja, also wenn du solche Situationen erlebt hast, wenn du irgendwie dem begegnet bist, dann kannst du mir gerne schreiben. Genau.
genau, Parasol ist auch Portugiesisch, das kann ich mir vorstellen. Ich habe zwar kein Portugiesisch, aber Parasol auf Französisch ist mehr der Sonnenschirm, nicht der Regenschirm, also eigentlich der grössere. Aber ja, auf jeden Fall ist es ein Schirm. Genau. Oder zum Beispiel mein Vater, der hat gern Brosi. Brosi. Was ist das, ein Brosi? Sie haben daheim gebaut und zum Morgen hat es dann viel Brosi gegeben für die Arbeiter, dass die viel Kraft haben zum Arbeiten. Ja, die Arbeiter auf dem Bauernhof, die brauchen immer viel Energie. Und dann hat es eine Brause gegeben zum Morgen. Und das ist eigentlich nichts anderes als ein Rösti. Ja, also so Sachen suchen wir. Wenn ihr etwas wisst, dann schreibt uns doch. Und ihr könnt ein bisschen mit mir zusammen Brainstorming machen für den nächsten Text, für den nächsten Montagabend, für unsere Live-Lektion. Es hat mich gefreut, sind ihr da gewesen. Danke für alles Winken und so. Schön sind ihr da. Ich wünsche euch ganz eine gute Nacht und eine gute Zeit. Bis nächstens. Macht's gut. Tschüss zusammen.